Charlie war baff. Das ist wirklich der Hammer, was der Bert nur gerade in einer Nacht aufgrund von ein paar Fotos herausgefunden hat. Also die Schuhe von Lars und Jörg sind garantiert Friskos. Die fahren voll auf die Marken ab. Wegen der Velospuren sieht es schlechter aus. Die Fotos sind unterbelichtet. Clara, hast vergessen, den Blitz einzuschalten? Oh je, ich Oberkamel. Jenu. Immerhin mit den Schuhen kommen wir weiter. Also, machen euch parat, Elsa und Johanna. Die Schuhe fährt in 10 Minuten an. Ich fahre euch schnell mit dem Auto. Charlie, du nimmst alle Notizen von Bert und machst ihm einen Kaffee, bis ich wieder da bin. Und was ist mit mir? Clara beisst sich auf die Lippen. Jetzt hat sie tatsächlich die kleine Fanny und den Kinski schon wieder vergessen. Hoffnungsvoll schillt sie zum Bert über. Okay, dann fahren wir 2 in Kinski, Fanny. Juppie, ich darf halt mit der Polizei in Kinski. Da, 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 da. Bert, du bist der Grösste. Als Dank bekommst du gerade ein Münzchen auf die Backe. Mua. Charlie ist in die Schule gehockt und hat auf Pause gewartet. Endlich! Sofort ist sie rausgeflitzt, damit sie alle Turnschuhe beim Rauslaufen im Blickfeld hat. Plötzlich stehen vor ihr ein paar Top-Sprints. Der Typ mit diesen Turnschuhen ist garantiert einer aus der oberen Klasse. So riesig ist er der Charlie vorgekommen. Hey du, was hast du für eine Schuhgrösse? Wieso willst du das wissen? Ich bin von der Schülerzeitung. Wir suchen den Typ mit den grössten Füßen an der Schule. Es ist für einen Wettbewerb. Charlie war selber überrascht, wie gut sie sich aus dieser Situation retten konnte und hat ihre Idee mit der Schülerzeitung genial gefunden. Also, ich weiss nicht, was du von mir willst, Kleine. Ich habe Grösse 44, heisse Kai und bin zufälligerweise Mitglied im Redaktionsteam der Schülerzeitung. Charlie ist natürlich knallrot angelaufen. Von einem solchen Wettbewerb habe ich noch nie gehört und die habe ich bei uns auch noch nie gesehen. Der Kai musste grinsen und Charlie wäre am liebsten im Erdboden verschwunden. Aber du kannst gerne vorbeikommen und mitmachen, wenn du Lust hast. Vielleicht machen wir dann einen Wettbewerb, wer die blödsten Fragen stellen kann. Da hast du sicher gute Chancen. Also, schöne. Der Kai ist im Hof verschwunden. Charlie lässt den Kopf hängen und sitzt auf einem Bänkchen neben dem Eingang. Lustlos hat sie sich wieder den anderen Schuhen gewidmet. Aber da sind eindeutig zu viele Schuhe an ihr vorbeigelaufen. Ziemlich frustriert hat sie nach der Johanna und der Elsa umgeschaut. Endlich sind sie daher zu laufen gekommen. Und? Wie ist es bei dir gelaufen? Zuerst habe ich gemeint, ich lande einen Volltreffer. Aber dann ist es ein ziemlicher Schlag ins Wasser geworden. Und bei euch? Es sieht nicht gut aus. Von den Kollegen von Lars und Jörg hat niemand Casallas. Und auch aus meiner Klasse hat niemand Topsprint. Ich glaube, der Kai von der Schülerzeitung ist der Einzige, der mit diesen Turnschuhen läuft.